Das Pressekonferenz Münse aberuf, weil wieder wisst gin zur Zeit net um nationalniveau de Budget debattiert gestimmt mir an de Gemengen an mit durchstimme gif noch dazu Stellung holen zum Molzenter dat man der lechte Gemengewahle, wo man Jochlo vertrüde sinn an en ganz partige Mengen, also die Gräessten mit Staat Ash, Daverding, Diedling, Suessem und dann nach am Norden am Majorzgemenge noch nach den einen oder den anderen Vertreter. Wir dürften mir geben dann dafür die Pressekonferenz zusammenrufen, weil es ein Punkt gibt, den recht wenig auch immer diskutiert wird, von mir aber den als wichtig erscheint, dass auch der Wolle von der Resetten den Gemenge können machen. Du gehen zwei Hauptwollen, das einerseits Gewerbesteuer und andererseits den Impôt foncier. Do zu werten dann noch der Justin Turpel, den noch mit mir zusammen am Stadter Gemengerot sitzt, der wird dann zur Gewerbesteuer Episoden und dann den Noten Gary Diederich, die Gemengerot also zu Daverding, den noch zum Impôt foncier. Der Person an den No nach der Justin nach informieren noch die doch highlighten zur partizipativer Demokratie, wer doch im Gemengeniveau eng wichtig Rolle spielt. Ich wollte doch nach sech hätte man sollen zu feier sehen, zwei aus dem Süden an zwei aus der Stadt, für das schön equilibriert zu den Machtbaum, den erkennt die Gemengerot das zu Ash, het sollen do sehen. Sich leider erkrankt mit der Bakterienzucht, die man dobausen hun, das nicht schlimm, mit das penibel genug findet können für ein Mikro zu schwätzen. Das hat doch immer dazu dient, dass und das erklärt doch der Justin am Süden, am Südgemengen ja punkto Gewerbesteuer etwas geschieht, sondern Justin wird doch noch erklären, was wir an der Stadt schon eine Rolle hatten, dann wie mir auch gesehen, was die Stelle wird davon aus. Die heute Pressekonferenz an dann auch natürlich der Sergio Urbani sitzen die noch Gemeinde wo das zu Suessem natürlich Deputierten an der Chambre. Der heute also eine Pressekonferenz, die entsteht aus Diskussionen, die man an einer Arbeitsgruppe feiern, das Arbeitsgruppe Gemengen, die man für ungefähr einem Jahr gegründet haben, für den Government nicht, weil man ja auch sich nicht so stark vertreten werden an den Gemengen, mit hinter den letzten Wahlen, wo man ja aber 7, 8 Gemengen tun am Ganzen, durch den es wäre viel mehr interessant, für das zu regruppieren an einer Arbeitsgruppe, für auch gewisse Themen, die da gemengenspezifisch sind, können zu diskutieren. Und das machen wir dann noch, das sind dann Themen wie Energie, wie Logement, wie Partizipation, wie Santé, also weiter so fort, weil wir auch der Meinung sind, dass doch Gemengepolitik Politik ist, das heißt, dass das nicht just Gestion ist, und Kit das vielleicht an die anderen Gemengen nicht mit den 100% zu vergleichen, das gibt aber ganz oft große Linien, die aber überall gelten, aber wo wir auch wollen ausschwätzen, ganz konkret. Und das ist auch eine Möglichkeit, auch für die mit Kohärenz zu machen innerhalb von der Link. Und wir hatten dann noch Diskussionen über das Budget. Und da wollten wir die Stadt auch präsentieren. Die Gemengen haben eine ganze Reihe wichtiger Aufgaben, die wichtig sind, wenn Sie mal resümieren, Daseinsfürsorge für hier Bürger zu erfüllen. Das ist eine Aufgabe, die Sie sich mit dem Staat teilen. Die öffentliche Hand wo muss hören, misst hören, zwar immer mehr Schwierigkeiten hat für wo zu hören, noch von anderen Ländern gucken, aber was von der wesentlichen Aufgabe von den Gemengen bleibt. Und die Aufgaben am Bereich von der Daseinsfürsorge sind wesentlich mehr wie das, was obligatorisch als obligatorische Aufgaben am Gesetz steht. Ich meine, darüber ist haut alle Menschen sich eins. Für die Aufgaben am Kader von der Daseinsfürsorge zu erfüllen, brauchen Gemengen Resetten. Und die Resetten die sind im Moment abgedeelt, 1/3 Gewerbesteuer, grosso modo 1/3 Fonds kommunal de dotation financière, und 1/3 was Taxen oder sonst Einkommen angeht. Müssen aber so, und das war nicht immer so, den Wolle von der Gewerbesteuer, den hört mal eine Zeit über 40% ausgemacht. Und die von den Taxen, die war eine Zeit echt unter
20-25% wie bei dem Drittel wo Lo ass. Was für uns wichtig ist, dass Gemengen die Resetten, wie die Staat auch Resetten muss, dass Gemengen die Resetten können behalten, damit sie sozial gerecht verteilt sind. Sozial gerecht verteilen heißt, dass nicht immer den Taxen an die Luft gehen und dadurch innerhalb von den Taxen Grundbedürfnisse auch nicht verrechnet gibt, wie das über die Grundbedürfnisse rausgeht. In von den Beispielen, wo man gewissen haben, wie das möglich ist, für das vom Wasser, wo man abgewiesen haben, dadurch möglich ist, Grundbedürfnisse Wasser gratis auszuliefern. Also gehören an einem System von kostendeckendem Wasserpreis dann aber nach so zu wirtschaften, dass durch die mehr brauchen, mehr müssen bezahlen, dass Kostendeckung, das ob schon Kostendeckung kein Prinzip ist, das wir unterstützen, weil Kostendeckung meistens Kosten von den Bürgern geht, und meistens immer ein Vierstufe was für Privatisierung. Ähnliche Modelle können wir uns auch vorstellen, was elektrisch geht, vielleicht nicht gratis, weil Strom und Energie ja einfach eine wertvolle Ressource ist, aber wo aber das Grundbedürfnis den Mindestpreis hat, wesentlich mehr niedrig ist, wie das, was Leute müssen bezahlen, die weit darüber rausgehen. Ähnliche Modelle kann man sich vorstellen für den Abfall und so weiter. Mit dem Objekt von dieser Pressekonferenz sind nicht von allem Taxen, sondern von allem die zwei Nenner wollen, notamment die Gewerbesteuer und die Grundsteuer, auf die Geriwerte angehen. Die Gewerbesteuer ist die einzige Kommunalsteuer Benefis von den Entreprisen. Das heißt, es gibt Höfe bei Betrieben, die wirklich Benefice machen. Wir wissen aber, dass das just 20% von den Betrieben sind, die Überherzsteuer bezahlen auf die Benefice, also auch 20% von den Betrieben, die just Gewerbesteuer bezahlen. Wir hatten letztes Jahr, das war eigentlich das Jahr, am Januar, weil das Budget von diesem Jahr mich spät, wenn es waren, an den meisten Gemeinden diskutiert ging, hatten wir eigentlich auch an der Stadt eine Diskussion aufgeworfen, weil die Stadt am Anfang die Gemeinde hat praktisch der niedrigste Gewerbesteuer, mit dem niedrigsten Tor für Gewerbesteuer am ganzen Land, hat mir proposiert, dass die Stadt Lützeburg sich soll mit den Gemeinden rundherum konzertieren, für gemeinsam einen Approach zu entwickeln, die daran besteht, für die Gewerbesteuer auf ein appreciables Niveau zu heben. Das am Januar war aufgelehnt aus verschiedenen Argumenten. Sicherlich auch als ein Argument von Konkurrenz, weil gesagt ging, dass wenn die Stadt Lützeburg Gewerbesteuer absetzt, dann wandern Betriebe, die Benefice machen, wandern die auf an die Gringzone. Und dann nämlich der Debatte, dass aber das Argument wieder löscht ging, weil gesagt ging, dass das am Anfang geholt den Tor von der Gewerbesteuer kein Argument mehr ist für die Betriebe für sich umzusiedeln, dass da sicherlich andere Sachen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Mobilität, Parkraummanagement. Und nämlich der Sitzung von Gemeinderat an der Stadt war angekündigt, dass eine große Bank, die auf Straße geplündert war, dass die ging zurückkommen, weil sie die Erwartungen, die sie hat, notamment an Parkplätzen, weil die nicht auf der Weise sich als Benefik erfüllt haben, wie sie das gemeint hatten. Mir erinnert dem Strich war am Anfang die absolute Majorität am Conseil von der Gemeinde Lützeburg eins, für die Diskussion nicht an der Stadt zu feiern, so wie mir sie proposiert hat, zu feiern. In der Zwischenzeit also da war so, dass die Idee urbanere Plätze abgeworfen ist, also hier sich ihre Wege gemacht hat. An dem Moment sind eine ganze Reihe Mengen am Gang, respektive 100 schon gemerkt, hier Tor von der Gewerbesteuer herabzuheben. Hauptsächlich die Gemengen, die am Pro-Süd dran sind, haben eine konzertierte Aktion gemacht, mit ganz konkreten Resultaten, die ich noch ganz konkret kann chiffrieren. An dem Kader hat Ash beispielsweise hier ihren Tor von der Gewerbesteuer von 325 auf 350% abgesagt. Süß hat oder Werte von 2,75 auf 3,25 hat von 3,25 abgesetzt, muss ich wissen, dass den Delay für die Gewerbesteuer abzusetzen, für die zu fixieren, für das Jahr 2013, als den 1. November 2012. Das sind wir vom 1. November vom Jahr für wo die Tore müssen fixiert sind. Remmling von 3,25 auf 3,50, Monrich von 3 auf 3,25, Kerching von 2,75 auf 3,25, Tätig von 2,75 auf 3,25. Tisch Südgemengen, großer Motto, haben alle Götten hier Toren um 50% an Luch, also 50% zusätzlich
absolut 50%, nicht relativ 50% an Luft gesagt. Deferding hat das nicht gemerkt, aus dem ganzen Grund, weil Deferding schon 350% war. Das ist richtig geil. Ja. Ich habe ja eine Kontrolle, das ist auch gut. Was heißt das noch konkret? Für Esch heißt das konkret, dass Esch durch die Erhöhung vom Tor von der Gewerbesteuer von 225 auf 325% eine Mehreinnahme hat von 3,5 Millionen. Wen steht die Mehreinnahme von 3,5 Millionen? Weil, muss ich aufpassen, das eigentlich recht kompliziert und das ist für allgemein ernst. Allgemein kriegt aufgrund von der Gewerbesteuer, die an der Gemeng aufhält, gibt es eine Basis, eine Berechnungsbasis. Die beträgt beispielsweise bei Esch 3,5 Millionen. Wenn Gemeng Esch die Berechnungsbasis von 275 auf 325% an Luft setzt, da könnte das Gesamtabkommen an der Gewerbesteuer von Esch, den erhöht sich von 9,7 auf 11,5 Millionen. Das heißt, 1,7 Millionen geht den an Luft. Die gehen aber nicht alle direkt integral und Esch, aber 57% davon gehen und direkt und Gemeng Esch. Und der Rest geht an die große Tippe von der Gewerbesteuer, weil der immer zwischen den Gemengen alle Götten abgedeelt wird. Die 57%, die direkt in Gemeng Esch gehen, dazu 774 Millionen, die Gemeng Esch durch die Erhöhung von dem Tor von der Gewerbesteuer direkt kriegt. Das ist eine Mehreinnahme, die sie direkt holen. Dadurch, dass sie den Tor abgesagt, du kriegen sie aber aus dem großen Dippen, kriegen sie auch nach ein Kehr in Deel, die mir heilig ist. Nicht nur für das, was zusätzlich dabei kommt, sondern für das, was die doch schon da dran war. Sodass Esch mit der Operation da eine Mehreinnahme hat unter dem Strich von 3,5 Millionen. Was wesentlich ist für einen Staat, wie Esch. Auch für die anderen Gemeinden am Süden sind Beispiele ähnlich. Und das auch du wennst von mir mengen, dass es wichtig ist, am Raum Lützeburg, Gemeinde Lützeburg, mit den Gemengen rundherum, wo es vielleicht pro Süd gibt, wo es den Dietschi gibt, wo es den R-Region gibt, wo es doch Strukturen gibt, wo man darüber kann diskutieren, sowohl bilateral wie auch konventioniert, dass dort die Diskussion noch neu abgemerkt wird. Wenn nämlich die nämliche Berechnung ist für die Stadt Lützeburg, wo die Berechnungsbasis 229 Millionen ist. Also 229 Millionen, wie von 3,5 zu Wäsch, ist ja schon eine ganz andere Dimension. Das so, dass den Tod, den Gemengen direkt kriegen, an den an groß Tipp begeht, den hängt davon ab, wie die Gemengen zusammen gesagt, das abonnemäßig, geringflächenmäßig und so weiter und so fort. Also spielen eine ganze Reihe Faktoren drauf, auf die ich noch nicht verlagere, weil das nicht zur Sache mischt. Wenn die Gemengen Esch direkt 57% kriegt von dem, was sie an Lucht, die sind das bei der Stadt 33%. Das sind in der Stadt kein 57, sind 33%. Also 67% von dem, was an der Stadt mehr hoch geht an groß Tippe, wo die Gemeinde aber in Deel dann rauskriegt. Wenn die Gemeinde Lützeburg die Gewerbesteuer von 2,25 auf 2,75 ging Europa, was nicht revolutionäres ist, weil da wären sie praktisch nach einer dem, wo die Südgemeingen zum Deel schon waren, dann geben sie da käme durch insgesamt von Gewerbesteuer plus von 114,5 Millionen ran. Bei dem plus von 114,5 Millionen kriegt die Stadt Lützeburg direkt 38 Millionen, 37,8 Millionen. Was aber schon wesentlich ist, zu einem Budget für den an der Stadt, wo beispielsweise im Moment die Gewerbesteuer 190 Millionen ausmacht und das wirklich 31% das von den Kassetten von der Stadt Lützeburg. Bei die 190 Millionen kämen direkt 37,8 direkt dabei, plus kriegt die Gemeinde Lützeburg aus den großen Dippen uneinkriegen Undeel, den schwer zu brechen, das wenn man dann nicht alle Götten holen, mit den aber ein Kocheinkehr konsiderabel ist, sodass die Gemeinde Lützeburg auf Kosten von den Betrieben die Benefice machen. Weil sich ja die ganze Zeit entlastet sind an den letzten Jahrzehnten oder letzten 20 Jahren. Da gibt die Gemeinde Lützeburg
plus die anderen Gemengen gleichmäßig Stoffen profitieren an engem Ausmaß, was wirklich ging erlauben für eine ganze Reihe Taxen, die im Moment höher gehen, für die zu erleichtern. Bei Taxen meine ich mal nicht Grundsteuer, weil darüber geht dann Gary nach mehr am Detail an. Wir wissen aber, dass der tote Lohn nicht mehr ist als für das Jahr 2013, was zu bedauern ist. Ich habe schon mal abgeworfen in der Zeit, was zu bedauern ist. Das ist also laut bestehendem Gesetz frühestens möglich für 2014. Mit das aber eine Diskussion, wo es wirklich Zeit gibt, dass sie gefordert wird. Gerade so gut wie wir bei der Budgetdiskussion gerne hätten, dann mal eine Bestandsabnahme gemerkt. Über Taxen, das heißt Belastung von den normalen Bürgern an der Stadt, hätte man gerne das parallel dazu soll effektiv die Berechnung an die Evaluierungen zu Ende gefordert gehen, für eine Konzentration mit den Zentrumsgemengen, der Gemenge rundherum, den Tod von der Gewerbesteuer abzusetzen, mit dem döbelen Resultat, den das hat. Mehr von Einnahmen an eine Entlastung für die Stadt. Wenn das nämlich nicht geschieht, die Diskussion, da geschieht der Gegenteil. Und das ist das, was am Gang ist. Und das ist das, was zu bedauern ist. Straßen ist nämlich hingegangen, hat hier Gewerbesteuer rauf gesagt, ob den Minimum von der ähnlich wie die von der nicht Minimum. Das von der Gemeinde Lützeburg auch den Moment hat, das heißt, im Niveau vom Zentrumsgemengen als ein Prozess am Gang, wo wirklich immer Menge auf Kosten für die Männer könnte vielleicht dummer der Betrieb aufluchsen, weil der Praxis nicht so funktioniert, den aber als Konsequenz wird das Rezept von den Gemengen insgesamt auch von den nächsten Gemengen aufholen und das ganz klar wird, weil eine Daseinsfürsorge aber notwendig ist, die entweder wird gekürzt gehen, Moment sind wir Gott sei Dank noch nicht da, aber auch die Evaluierungen werden dann nächste Jahren abkommen, wie die aussehen, dafür brauchen wir nicht mehr in Deutschland und anderen Ländern gucken zu gehen. Wir hauptsächlich auf Kosten davon, dass für die Daseinsfürsorge zu garantieren, im Moment hauptsächlich immer nur über Taxen geschwärzt wird und nicht über die Besteuerung von den Benefizen. Da gehe ich auf Grundsteuer an. Wie gesagt, die Grundsteuer ist ja ein weiteres Motiv von der finanziellen Gemengenautonomie, die leider auch systematisch nicht von unseren Gemengen benutzt wird. Das heißt, den bleibt lang an, ist schon lang auf Standby. Da geht nicht die Schraube geht nicht weder nur gedreht, auf viele Fälle bleibt sie auf 200%. War doch ein Minimumsatz ist. Selbst wie die Gewerbesteuer hat der Staat doch einen fixen Basissatz an allgemein kann dann zwischen dem Minimum und einem Maximum sogenannten Hirwesatz festlegen. Ne? Den Maximum hast du bei 900%. An die Handlungsmöglichkeit geht aber nicht von den Gemengen benutzt, wo man bei anderen Sachen leider gesehen, dass sind was Grundbedürfnisse sind, Schrauben Uwe gedreht wird, was Taxen geht und so weiter. Und da, wo dann Proprietät geht, wo am Anfang schon also wo wirklich wenig am Moment gefroht wird, Steuern, da geht kein drin. Der Lenk fordert per Kontra, dass sie soll genutzt gehen, auf allem an Zeiten, wo die Resetten mit knapp gehen, dummer das macht Manöver auch mit klein geht, und plus auch Wohnungsmarkt eng wirklich mittlerweile unhaltbare Situation, das fand auch schon für 10 Jahre quasi unhaltbar, wo die Stadt wirklich immer mehr und mehr zuspitzt. Dafür schlagen mehr am Gemengerot wie dat die Jurstung auch an quasi alle Gemengen an dat vier geschloen den Hirwesatz zu erhegen selber hunnech zu den 4 geschlonen op dem Maximum von 900% zu hirwen. Dat klingt dann nur ganz viel. Ich meine, wenn in der dann absoluten Zölle guckt, da gesagt, dass er dann relativ wenig ist. Das bringt für den Einzelnen, als das repräsentiert, das ganz wenig. Für die Gemeng kann es aber ganz viel mehr Resetten bedeuten. Als Beispiel, wenn ihr bis 50 € bezahlt, und das ist auf viele Fälle der Fall, da sind für ein Familienhaus, sagen wir mal 50 € und Grundsteuer bezahlt, da gibt es in Zukunft
€225 bezahlen. Ich meine, wenn ihr das guckt, da sind wir da von der Augmentation hier, also da leidet das ein bisschen bei wie die Autosteuer und die Lötkurve gehen, also an der Normal noch nicht so stark. Und das Erhöhung gibt auch proportional zu der Valeur vom Wohnungsbesitz sich situieren. Das heißt, wenn ihr echt ein Appartement hat, oder ein Kleinhaus und bezahlt just €20 Grundsteuer, da sind das dann absolut 12,90 €. Was also relativ gering ist für den Einzelnen, was aber für die Gemeinden eine Mehreinnahme kann bedeuten am Fall von Verdingen von über den Daumen 2 Millionen €. Das heißt, da wo am Moment die Gemeinden die verschiedene Kategorien für die Grundsteuer, da wo die Gemeinden am Moment just 850.000 € global über die Grundsteuer anhält, die von der Gemeinde auf 2012, wovon rund 600.000 € auf Kategorien B auffallen, das heißt bewohnte Häuser, Bauterrain und so weiter. Da gibt es dann abgehen global ob so 2.500.000 rund 3 Millionen € und dann Rang auf Kategorie B wäre eine Augmentation von 2 Millionen. Schon vom Wohnungsmarché geschwärzt. Ich meine, muss ich aber aufpassen, wir sehen nicht die Grundsteuer als Steuerungsutil für den Wohnungsmarché. Da gibt es andere Instrumente, die eigentlich ein paar Logement auch gesehen und die noch soll benutzen, wo ich auch erst mit einem echten guten Aussatz gegangen ist. Wenn es heißt, dass das kein Steuerungsutil für den Wohnungsmarché ist, doch kein negatives Steuerungsutil. Also ich meine nicht, dass kann ich schnell suchen, ja, dadurch, dass das die Grundsteuer entlud geht, gehen auch die Loyespreise entlud. Nein, das ist per Gesetz exklu. Ich meine, per Gesetz, das Loyesgesetz, auch wenn es nicht genug benutzt wird, setzt fest, dass das Wolle vom Loyer sich par rapport zum Wolle vom Haus fixiert. Das ist 5% pro Jahr, der wir nur Loyer froh von dem, wer das Haus wert ist. Und da spielen Steuern wie Grundsteuer nicht mit, auch die Assuranzen oder so, das tut nicht am Preis am Loyer verloren. Par contre, was wir aber vorschlagen, dass indirekt auf der Wohnungsmarché durch die Mehreinnahme kann abwirken, nämlich dadurch, dass die Recette von 2 Millionen an einen Fonds intern an einen Gemengefonds investiert, den Sozialwohnungen soll investieren. 2 Millionen ist noch nicht unbedingt viel, aber wenn ihr wisst, dass Sozialwohnungen zu 75% vom Staat subventioniert gehen, da gehen das ziemlich schnell rund 10 Millionen und da kann ein Dummer rund 50 Sozialwohnungen just zum Beispiel Dörferding finanzieren. Und der Berner Gemeinden extrapoliert Esch statt Lützeburg, da gehen das ganz andere Chiffren und da kann ich schon allein darüber einen Abfluss haben auf die Wohnungsnot, wobei wir nicht so und sollen just bei dem Fonds belosen. Also als Grundposition ist, dass die Gemeinden sollen aktiv gehen Wohnungsmarché, sich nicht auf Fonds de Logement allein stützen, mit da eben aktiv gehen. Wenn ihr davon erschwätzt, dann kann ihr noch könnt ihr vielleicht bedenken, dass das eine Mehrbelastung für die Menage noch von sie minimal ist. Das macht Sinn kurzfristig, das macht Sinn, wenn ihr alles so leist wie das. Aber ich meine, auch am Kader von dem Schlagwort Sozialselektivität, was Gott sei Dank immer mehr aber diskutiert wird, an der Frohgestalt wird, wo auch eine Studie publiziert ging von der Caritas an der Gering Stiftung, dass das wo auch seht, der Staat mehr auch die Gemeinde muss mehr Einnahmen erkriegen, für mehr Handlungsfähigkeit zu kriegen, dann muss ich einfach also als der Weg
den Dotsteuern zu ajustieren, wo sie sozial gerecht können verdeelt gehen, natürlich um Abkommen, sondern Formation, wo leider der Staat die Handlungsmöglichkeit nicht ausnutzt. Und, wo das aber nicht soll bedeuten, dass sind Gemengen sollen nicht von ihrer Autonomie Gebrauch machen und nicht sollen handeln. Am Kader von der Grundsteuer gibt ja schon jahrelang, war nicht vielleicht schon Jahrzehnte lang gesagt, dass das Gesetz einfach muss reformiert werden von der Grundsteuer. Weil auch bei dem von der Gemengerot wo ich am Meister Claude Meisch gesagt ja, von den ob nicht den hier setzt, da kann aber nicht mehr nicht raus. Auch untermauert, dass es relativ gering ist, was Grundsteuer im Moment ausmöchten und dass das müsste unbedingt reformiert gehen, also das allgemeine Konsens zwischen den Parteien, die können wir unterstützen, aber das ist nicht, dass wir können unterstützen, dass wir da bei nichts machen. Aber entretemps denke ich mehr, dass die Gemeinden sollen da auf jeden Fall aktiv gehen. Ich wollte von der Gary erlaubt, nach den Schiffer gehen noch ein Zusatz gehen zu der Frage von der Grundsteuer. Ich bin noch zufällig nach Fontönen. 1970 hat Grundsteuer nach 5,5% von den Gemengerezetten ausgemerkt, und 2010 nach 1,5%. Das weist einfach die Entwicklung vom Stellenwert von einer Steuer, wo da um Grundbesitz geht, an was wirklich ein Problem darstellt. Gesetz von 1936, was die Grundsteuer fixiert, wird auch demnach gesagt, dass dann von all 6 Jahren den Einheitswert evaluiert gehen, weil er praktisch nie gemerkt wird, gemerkt, wenn neu gebaut wird. Wenn wir ein Beispiel hören, was die Stadt geht, was ich einfach frappant fand, weil mich immer im Rose mischt, dass man heute beispielsweise den Terrain von der Brasserie Henri Funk am Neidorf, dat gëtt 30 Jahre gëtt dat Leiie gelos, wodurch net de Wert durch Rangspekulationun de Wert vom Terrain soviel an Luftgang ass und den neue Promoteur den huet méi bezölt, wie dat wat Terra wertwer wie en Bruchlung vun 30 Jahre, méi an plus huet sich dort Grundsteuer nie geändert, am hunn einfach en Grundsteuer zu Lützburg an den meeschte Gemengen, die Manner héich ass fir en Haus wie dat fir en Hund. Ja. Also Grundsteuer aus minderisch wie Tonstax wesentlich méi niedrig. Ich gehe da nicht drin für die Leute, die ein Haus haben, für die Blöden zu lassen, mit Gesellen, für die größte Grundbesitz, für den zu besteuern. Und für das Gesetz gerne, hat mir auch gerne eine Progressivität dran erkannt. Das heißt, dass dann linear ist, mit der progressiv ist, für wirklich die Leute, die sich ihr Leben lang krepiert für ihr Haus, dass die nicht unnötig gestraft gehen, aber für die wirklich Besitz haben, dass die wirklich ihren Beitrag müssen leisten zu dem, was die Allgemeinheit muss drohen. Paar Worte noch zu der Frage von der Partizipation. Also ich meine, Bürgerbeteiligung, Partizipation, egal wie man es nennen, geht heute immer mehr ein Thema, geht auch heute immer mehr offizialisiert. Bürger und Bürgerinnen wollen immer mehr stark an Decisionen mit abzugehen. Heute müssen sie der Politik dazu zwängen. Sie haben über Bürgerinitiativen oder so Initiativen ganz tags gedacht, der Versuch gemacht von Überruf vom Wille von den Bürgern zu partizipieren, davon zu profitieren für Projekte, die vielleicht nicht so gut gingen durchgehen, für die durchzukriegen. Also die Ursache von der Bürgerpartizipation sind ganz vielfältig. N'empêche, dass die Bürgerpartizipation aber ein Stück von gelebter Demokratie ist, die wir unbedingt wollen unterstützen. Hier beispielsweise am Staat der Gemeinderat haben wir Initiativen an dem Sinn geholt. Ich gebe ein Beispiel vom Neidorf Brasserie Henri Funk, wo man proposiert, über ein neues Projekt entsteht, da sollen die Bürger, die rundherum wohnen, man dann die Gestaltung von dem Projekt mit anbeziehen, für was das Projekt Brasserie Henri Funk, weil der Promoteur selber gesagt hat, ich wäre froh, wenn die Bürger mal da bezüglich, weil sie nicht die Erfahrung machen vom Rief der Klausen, wo die Bürger nur berechtigterweise auf Barrikaden klammen. So eine Bürgerbeteiligung, die stelle mir als auf ganz vielen Ebenen. Ich will hier einfach mal 4 Beispiele geben. Das ist definitiv von Bauprojekten, wo eine Konsultationskampagne, wo Komitee der Kampagne, mal egal, wen das nennen, wen nimmt dann dem geht mir, wo die Bürger reell und in den Projekten beteiligt sind, noch was die Assistanzen davon nach angeht.
Wir muss wissen, dass am Gesetz über PHP und das bis die Information von der Bürger mal keine Obligation, weil neuerdings über neue PHP-Gesetz als mal die Information von der Bürger mal eine Obligation. Ich muss eine Versammlung gemerkt, vom Chefrat Leute abgeklärt gehen, die wollen abgeklärt gehen, was da will es dort zu bauen an dem PHP. Mir Eis geht das nicht durch. Mir hat neben der Information hätten wir gerne eine reelle Konsultation von der Bürger. Wenn in dann Projekt guckt, dann neu auf der Feld, dann da liegt da denke ran, weil Bürger so ja mir Probleme am Kanal, gehen die lo verstärkt, mir Probleme mit dem Verkehr, mir hätte gerne Commerce de Proximité und so weiter. Und das ist aber all die Frohen bis hin zu Schulen, an Spielplätzen, an öffentlichen Räumen, wie hat, wie die Gestalt geht, die da eine Rolle spielen. Also ich Beispiel Bauprojekte sind mir der Meinung, dass die Bevölkerung Bürger müsste systematisch mit abzügen. Zweites Beispiel, das von Gestaltung vom öffentlichen Raum, wie hat. Ich baue da wohl nicht aus. Drittes Beispiel, was dabei so könnte, dass PAG, Plan d'Aménagement Général, den Moment an der Gemeinde gemerkt wird, städtebauliche Maßnahmen. Beim PAG, ihre PAG abgestaltet, müssen Etüden gemerkt gehen, über verschiedene Wollen, Umwelt, Verkehr, Wohnungen und so weiter und so fort. An den Etüden sollen sich Optionen ergeben. Ob es in die Richtung geht, in eine andere Richtung geht. Und wir sind absolut der Meinung, dass die Diskussion von den Optionen, dem muss man die Bürger zusammen gefordert gehen. Und da weist sich eine Opportunität am nächsten Monat, praktisch alle Gemengen für unter die große Optionen von der PRG und eine Direktpartizipation von den Bürgern für die ganz konkret zu gestalten. Ein letztes Beispiel, was ich will gehen, das von den Budgeten. Also ich will nicht als Kollege vom PT aus Brasilien beanspruchen, für positiv zu weisen, was ein partizipatives Budget alles kann mitspringen, Niveau von einer Gestaltung von Infrastruktur, weil in Europa sind wir nicht an der Situation. Nach als froh, wie weit die Bürger können über Gemengebudget mitschwätzen, eng froh, die trotzdem schon an 200 Gemengen in Europa eine positive Lesung fand hat. Wir hatten das schon nicht am Koalitionsprogramm steht, hatte mir das proposiert, auch in der Stadt zu diskutieren. Und da hat aber mindestens den Gringbloer Chefrat in der Stadt gesucht, sie wären d'accord für effektiv sich Gedanken zu machen, ob zu gehen von einem Bürger, von einem Budget partizipativ, das heißt für die Bürger an die Diskussion über das Budget mal dann zu beziehen. Also sie haben, weil sie auch da gute Relationen haben, gesagt, sie geben dann sich da mal auf Freiburg angucken gehen, wo so ein Bürgerhaushalt schon seit einer ganzen Reihe Jahren lebt, und dann geben sie dann konkret Propositionen machen, wie das soll laufen. Wir wollten hin noch Propositionen machen, wir gesagt, Gemengereglement gibt nicht erlauben, dass wir Propositionen machen, Gemengereglement gibt der Regel erlauben, dass wir Propositionen gegen mehr, wenn der Chefrat Propositionen gemacht hat. Trotzdem ein bisschen ein komisches Verständnis als von lokaler Demokratie, aber was nochmal so was, an der letzten Finanzkommission hat der Chef Bauer gesagt, gibt eine Leute mit dem neuen Gemengebudget, wo eine neue Struktur, da ist für sie nicht dazu kommen, sie geben aber zu sagen, dass am Februar konkret oder am Januar konkret Propositionen gibt auf dem Tisch gelöst, von der Finanzkommission, wie so ein Budget partizipativ ging ausgesehen. Das ist allerdings so, dass nicht nur Musik gut Kontakte haben zu Freiburg, wir haben die auch an dafür haben wir den 21. November, das den Zettel, den da leihen hat, haben wir eine Konferenz organisiert mit einer linker Gemengerätin von Freiburg, das Ulrike Schubert, die auf der linken Liste gewählt ist. Über die Bürgerbelegung, Bürgerhaushalt, zum Beispiel von der Stadt Freiburg, weil wir einfach noch öffentlich, man hätte gerne soll öffentlich diskutieren, wenn wir öffentlich wollen durchlehen, was sind die positiven Aspekte aus der Erfahrung Freiburg, was sind die negativen Erfahrungen, die für Beispiel das Modell Freiburg kritisch zu belichten. Darüber können da sind für am Anfang auch dummer einen Beitrag zu leisten zu einer Diskussion, die am Anfang zu Lützburg richtig im Moment uleef. Wir wissen noch, dass auf anderen Plätzen Interesse daraus für Bürgerpartizipation zu fördern. Der Movement Ökologie hat schon 2-3 Initiativen geholt, ein grosses Kolloq im Lampertsberg, ein Gräß auf Tübingen, wo ich auch mit war, wo auch ganz interessante Aspekte mit rauskommen sind, auch was den Bau angeht von Wohnungen, die an einem Kontext in den just zu Lützburg erlaubt, für Wohnungen für den Endverbraucher wesentlich mehr billig zu machen. Auch das sind Aspekte, auf die wir in nächster Zeit werden zurückkommen. Und wir mengen eben Zeit für all die frohe Bürgerpartizipation
lo konkret unzupacken. Und du soll Beitrag dazu sein, und wir wären da froh, wenn die Leute, die an der Diskussion interessiert wären, wenn sie dann auch könnten du hinkommen für den Modell Freiburg kritisch zu belichten, mit all seinen positiven und positiven Aspekten. Satz, was man sicherlich nicht wollen, das Alibi schaffen oder Spielwiese machen. Alibi oder Spielwiesen an dem Genre, wir geben von einem Budget von 200 Millionen, geben wir 5%, 50.000 Euro, geben wir und Bürger, wo die Bürger selber können dezidieren, was sie damit machen. Das ist Spielwiese. Das kann an einem gewissen Kontext kann das doch nützlich sein von einem Quartier oder von einer Gemeinderatskommission, dass die auch Moyen kriegt. Aber das ist kein Ersatz für die Diskussion mit den Bürgern über die großen Optionen von den Budgeten. Und das ist merkbar. Und das weisen x Beispiele, dass das merkbar ist für die großen Optionen von den Budgeten mit den Bürgern zu diskutieren. Wie das zu Freiburg läuft, gehen wir dann den 20. Gewurf, was man daraus von Konklusionen auf Lützburg für den Zeit können wir dann noch weiter diskutieren.